Herzlich willkommen zurück bei einer Episode von Comedy Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Gilles und Mam Pete. Moje Gilles. Moje Pete. Wie geht es? Na gut an du. Oh, superbe. Superb. Voll motiviert. Bist du auch motiviert? Ich bin nie nicht motiviert. Mein Name besteht aus Motivation. Und zum Teil Depression. Aber dazu kommen wir halt nicht. Das ist eine weird Mischung, aber. So, als du dich motiviert hast, für nicht deprimiert zu sein. Das ist nicht schlecht. Ich meine, nicht deprimiert sein, als es gut ist. Ja, also so deprimierende Phasen können auch ganz angenehm sein. Sie können angenehm sein und sie können Kreativität bringen. Und dafür sind wir auch da. Das bringt auch von dem Grad von der Depression auf, muss ich dazu sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, was machen wir heute, mein Freund? Was machen wir heute? Wir sind heute hier für so Leute zu schwätzen wie mir, aber bei einer größeren Plattform, ob der Plattform überhaupt, nämlich YouTube. Yes. Wir schwätzen über bekannt YouTuber, die eben auch wie mir über Battle schwätzen und coole Content machen und wirklich cool Leute dabei. Mindestens pur rausgeschrieben, zum Beispiel als Favoriten so ein bisschen. Wir werden ein bisschen über die Haut schnabulieren. Schnabulieren, das ist schön. Muss mehr schnabuliert gehen. Ja, aber das ist ja auch ein Feld, ich meine, YouTubers als die aber schon eine gewisse Zeit dabei. Also, sicher bald dem von dem Influencer-Trend, gell. Die Metal-YouTubers sind da noch nicht extrem viel mehr. Ich habe das Gefühl, dass da aber immer mehr Popularität gewinnt. Und in dem Fall kann ich dann noch so, natürlich, mehr schwätzen über die Bekannten, mehr. Ich meine, wenn wir gegen ein Video pullen, wie wir über das Musikvideo reagieren, das ist auch schon bei einem Metal-YouTuber, gell? Ja, das habe ich mir auch immer gedacht. Da gibt es ja auch ganz viel. Ja, auch der, die doch nie blanche Musik machen, selber so. Ja, wir können es nicht alle offiziell leider. Ne? Ich meine, kann ich aber bei der Suche, und ich meine, es gibt natürlich viel Trassen auf Google, wo ihn alles findet, oder generell im Internet, wo ihn alles kann recherchieren gehen. Die bekannteste Mengen ist Hummer Font und Matt von den nächsten, ich meine, du fängt mal einfach an, aber wenn ich dann so gucken, ich meine, das ist Matt die bekanntesten, das ist ein Jared, meine ich. Jared Dines, ja, das ist Matt die bekannteste von allen Gruppen. Ich persönlich schon ein bisschen spät entdeckt, nachdem sich auch schon andere Metal-YouTubers ein bisschen mehr intensiv geguckt haben. Aber das ist mega cool und Julian, und das für allem extrem kreativ. Er hat ja auch massig viel Collabs und so gemacht, nach nie auf seinem Channel. Und er hat ja auch die kleinen Battle da mit dem Stevie T permanent. Wie viele Strings kann ein Gitarre sein? Ja, zum Beispiel. Ja, sie haben Gent Battle, ich weiß nicht mehr, für Jahre, ich meine, von Gent 2018, ich bestimmt anderen, da haben sie so richtig schmengen war so etwas, da haben sie wirklich so richtig epischen Video abgebaut gehabt, gell, gute Kamera und alles, gell. Am Strand mit den... Ich war bei am Strand, da war so ein stängende Pier irgendwie. Und sie hat allen zwei eben eine Gitarre mit, ich weiß nicht, von der 20, über 20, 30 Seiten, so, gell. Übertriebene Shit, gell. Ein Surfbrett mit Seiten drauf. Ja, wirklich. Das hat doch nicht ganz cool ausgesehen. Das ist sicher kein Instrument, was du willst spielen. Für Musik zu machen. Allein die ewig Seite, du musst mit der anderen Hand, mit der linksten Hand, musst dann so oben fassen. Und mega krass, gell. Aber cool. Coole Content. Ich weiß nicht, wie lange ich Chilo kenne. Das ist das Ding so. Jedenfalls hat eben den Asian, den ich so kennengelernt habe. Und du bist verloren. Gucken nicht mehr so viel. Ich meine, mich auch nicht mehr gerade so viel Content von der mehr mit anderen Projekten beschäftigt. Ja. Und noch einen zweiten Channel, Dickie Dines Show, Mensch, ich den. Ja. Ich meine, das du machst mehr Reactions und so. Das ist auch safe unzuholen, dass ich weil noch, ich meine, das auch für ein paar Jahre, 1-2 Jahre muss es sein, wo man mit keinem Mann wie dem Howard Jones komplett ein Album abgeholt hat. Ein klassischen, gentlichen Metalcore-Album, eben aus seinem Stil wirklich, gell. Und wo auch ein bisschen den Impact hat. Ich meine, wir hatten noch ein bisschen drüber geschwärzt, dem muss dann. Das war mehr rezent, gell? Das war letztes Jahr oder 4 letztes Jahr oder immer. Mehr kann da nicht sein. Ja, ich meine, 2020 schwarz. Ja. Ja.
mir das ich fand sei Content lo gut, ich muss das nicht mein go-to Metal YouTube. Nee. So. Nee, bei mir auch nicht. Ich mein Schatten ist echt abonniert. Ich bin schon noch nicht mehr abonniert. Aber kann sich gehen. Ich fand so ein Video von so nach Content hier nach die Best. Ja. So. Ja. Und dann, ja. wenn wir von dem schwätzen, du hast für dich schon geschwärzt gehabt, dann Steve Terryberry oder Stevie T, auch bekannt. Der wahrscheinlich am nerdigsten ausgesetzt von alle Uhr. Ja, dem nicht gibt's nur so, dass dann wahrscheinlich Metal kommt, dann nicht der Metal lauscht, am Metal spielt, dann mischt alles gefunden. Immer ist aber auch ein bisschen weird. Nur so ganz speziellen Humor, mit dem ich nicht immer drüber komme. Ja, ich da recht. Es sind Grimassen, sind komisch gereiche Heiß. Ja, voilà, ich wollte gerade so sagen, da weiß, wie die Sache präsentiert, kann ein bisschen zu viel extrovertiert sind für mein Gut. Ja. Aber voilà, das ist einfach sein Content. Und ich meine, das ist auch kein anderer, wo du möchtest wie hier, gell? Das singe ich immer näher, für zu machen. So. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen weird, aber ich fand nur, da war effektiv auch gute Content. Ja, das sicher, ja. Wir fällt es auch schon noch schon lange nicht mehr geguckt, denke ich gerade drin. Ich weiß nicht mehr, was denn alles gemacht wird. Und also ein bekanntes Video, wo so das Gent-Lied, wo so Gent. Das ist mir gerade spontan aufgefallen. Ich meine, das wie generell auch bei anderen, ob es am Musikbereich oder generell anderen YouTubers, du hast so den 2-3 Standard-YouTubers, die du sicherlich rümpfst, weil du siehst, und dann fällst du eben auf den Jared oder auf den Stevie T, und dann von daher ist siehst du einfach vielleicht ein bisschen mehr spezifisch Sachen. Es sind auch okay, muss ich so, wo ich wirklich viel nachgucken. Schon noch generell nie wirklich schon nie gefallen. Ich natürlich die Sache gemäht, wo man am Jared zusammen gemäht hat, oder in Collabs und so. Ja, genau. So viel ernst, das ist wie das nicht wirklich. Für mir persönlich du ein bisschen mehr an der Kron passt. Mir war das hängt doch von meinem, ja, wie soll ich sagen, von meinem Aspekt auf was weißt du, wie ein Gitarre, wie man mit Musical Gear umgeht. Da muss ich so nur nicht persönlich den Ola, also von den echten Ola England von The Haunted, die auch seine Gitarresproduktion hat, und jetzt auch seinen Channel, wo auch ziemlich witzig ist. Und er ist auch so einerseits so witzig und so drischen und so wirklich auch ein Fall für sich. Ja. Okay. Und hier geht halt do gern ab Gear an, nicht nur die Gear, wo ihr selber produziert, eben Solar Guitars, wo ihm gehört, aber hier nicht zum Beispiel eine Series, wo ich ganz gerne gucken, Will It Chug heißt es am Anfang. Und geht just darum, wie lange braucht ihr für ein gewisses Instrument zum Chuggen zu bringen, ob ihr denkt Pedaler, sein Gitarre oder Verstärker. Okay. Und es acht meistens darum raus, dass, wenn es nicht so geht wie ihr will, dann geht einfach alles abgedreht und dann chuggt es einfach, gell? Der kann nicht so gut jetzt zum Beispiel. Aber vielleicht haben sie gesehen, ist so direkt. Ja, also sind wir uns wie sicher, dass du schon zumindest an den Recommendations gesehen hast. Ich muss auch so vieles Melo Heimann ich will nicht so bei ihm aufgeguckt, aber ich meine, ich hatte doch schnell gesagt so. Nur eng einer Series Coffee with Ola, wo dann zum Beispiel einer Musiker wie der Björn Galot von In Flames oder so do hört oder Coffee's Pause. Voilà, genau. Das von du. Okay. Es war die ja. Also okay, das ziemlich identisch abgebaut und natürlich schwätzen sie durch über die Karriere von der Musiker an was sie sich unter dem Instrument fisch und hat schon ganz groß gereist, hat einen Devin Townsend do, also ein Tossin Bassi natürlich, gell, wo ihr auch dann am Anfang, wenn sie hier guckst, jene englische Gitarrfirma, den Tossin hat mittlerweile seine eigene Gitarrproduktion, weil nicht findet, was dem gerecht ist, für seine Vision rüberzubringen. Ich fand das immer ein mega cool Gespräch, dick inspirieren doch, weißt du kannst weiterkommen, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, als du als Gitarrist hast und noch Gitarre nicht hast, für den ist das natürlich extremst interessant. Ne? Das ist einfach nie gut für mein Portemonnaie, muss ich sagen. Guckst du Video vom Ola, wo ein neues Pedal probiert, dann, den habe ich noch nicht. Ne? Nice. Schön, low. Shut up and take my money, prinzipiell. Nee, voilà, also dafür ein bisschen auf den Ola anzugehen. Ne?
Nummer nach den in den das 2 ziemlich gut gefällt der Nick Nocturnal ja auch relativ jungen Dude hier möchte mehr coole Content auch war viel von seinem Content mittlerweile Reaction Videos sind aber ihr möchte das Ganze aber echt wie funny hin selber Musiker bringt das ist man dran so und ein witzig aderweis an mich auch heinst du pur Songs gemacht ich spiele doch mit anderen zu summen ich spiele doch einer Band genau wie den net kennt das alles me so Metalcore oder ein Deathcore getrennt alles in der Richtung so ihr seht ja immer eine Core Kid wisst ja definitiv also noch ich hat Iwwerschwzen hat Ende des Jahres möchte ich auch immer in Compilations mat Best Breakdown of the Year oder so Sache wie dat do waren auch gucke also hier se wirklich wo regelmäßig gucken an ich weiß nicht wohin all die Metalcore Bands so sich geht du halt nie dabei so an die Herren den du auch nicht ne keine Ahnung ja gut was an einem Genre mehr in der Webers da kennst du auch die kleinen knaschige Sache gell natürlich. Ja natürlich ja das ist cool ich fand wie du siehst wenn das sympathisch Charisma zu schwätzen er auch definitiv zu spielen an auch du sind Collabs mat die letzte wo man Ludo auffällt weil ich den aber schon pummer geguckt weil einfach so viel witzig aus heute Mike Stringer von Spiritbox so 10 Levels of modern Metalcore oder modern irgendwie so war Menge Recommendations das witzig und das sind noch nicht lang ich meine Video dauer gewöhnlich so zwischen 10 und 20 Minuten und da ist auch wirklich dann etwas wo du siehst okay dazu kann ich gucken und ich kann du nur eine Repräsentanz gucken weil ich überlebe selber ich mir nicht viel Zeit und muss aber auch dann informativ genug sein am große ganze warte 4 von so YouTube Video guckst das kann so zwischen 10 und 20 Minuten kann dauern Book kannst du bis nächstes gucken mir hat doch schon viel bekannt Gesichter aber bei sich gehabt oder respektive wo sie dann online man den kommuniziert auch schon pur cool Leute gehabt ich meine das auch auf Twitch mit dabei schon ein Zeit schon das hier the place to be momentan möchte ich Geld doch ja natürlich dann du hast mal für enger Zeitchen schon den net kann muss ich ganz ehrlich so lo hat den Ola schon lang geguckt und so weiter so fort an schon der dunkle Parabelritter war man nie begriff bis du mal gesucht hast just sind direkt op se Video getroffen wo net Tieren aus me Retro Gandalf gut sein Channel geguckt so okay gut komm gehst mal op nu fangen Retro Gandalf gele an der Schrift kas gesehen das weird ja das schon so weird voilà, geil Martin hast du bist du gefangen vor bist man echten YouTuber keine Ahnung wie ich hier kommen sind keine Ahnung mischt mittlerweile kein Content mehr über Metal mischt aber trotzdem noch ganz gute Content mehr politisch bisschen solo bisschen wie linkspolitisch so man wohl also die gute Seite auch gehen also immer so gehen korrupt Politiker möchten so recherchieren die Mensch viel Geld und mich immer Quellenangaben dran und so Geld ganz gut Sache kannst ruhig gucken mehr hat Metal hat nun gefangen aber mit dem was du mischt aus hier selber mehr zufrieden wenn du hast ein eigenes Festival Sternentanz von der Gegend von Thüringen an enger Bursch da so Mittelalter Metal Festival von den kleinen Wegend organisiert voilà dat mischten trotzdem nach immer okay krass aber ne dat ich net okay cool ich gucke hier aber das auch nicht für das sicher meine ich bleibe aber gewinnt bei mir selbst henken natürlich definitiv interessante Content mit der muss man los wat den lo mischt weil ich mich irgendwie immer im frohen okay mehr Schwarz wird die bekannteste wo man weil der doch wahrscheinlich falsch sind wo man aber followen und so mehr ja ich meine generell als ja YouTube eng Plattform wusste ja alles kannst zumindest
ich finde so alles kannst machen weil du gehst ja aber du ja alles kontrolliert und so das ist klar Melo was motiviert dich zu so okay ich mal a Playthrough oder so es schon dat am Anfang nie wirklich verstanden und natürlich lo wenn du guckst die Masse von Metal YouTubers oder generell Hard Rock Metal YouTubers das ja das teilweise fest Berufer für aber die meisten ja. Dinge, weißt du? Absolut ja die Liebe kann davon die fest integriert sind dazwischen ja da freue ich mich auch wie viel Content das du musst liefern und mir schmengen mir wisst ja alle und zwei auch wie das bei uns am kleine Kader natürlich mehr die sie ja nonstop am Gang und scheint zu Foto guck vom Nick noch tönet ich meine hier 20 Schmeint nicht geschlafen gell der hat ja so krass Ja, Tränen den- säcken nach den Haaren, gell Jetzt so wirklich krass Tränen sagt ja das stimmt du freue ich mich dann so okay wo hält es ob gesund zu sehen bevor das nach einen anderen Aspekt gell man scheinen dass das allgemein so eng YouTuber Krankheit viel von denen sind Workaholics an gucken net wirklich gut oder ihrer mentaler Gesundheit an bis an der Burnout kommen und dann so 6 Main Mo spiel mache wat sie darum müssen und zurück op der kommen so ja verstehen den ich jetzt schon ich mengen ich persönlich wann ich selbst ging man ich wäre wahrscheinlich genau zeitig weil ich meine du Ja. hast so de Problem du hat einfach ein Schnat zu machen so ich meine indirekt also da ist ja auch schon no nicht zwar aber extrem im Level aber wann ich passieren ein Lied oder ein Band entdecke wo wow, du hast dich geil dann das nicht unbedingt mein nächste Gedanken also doch mein nächste Gedanken das natürlich immer wow, ich muss den Peter weisen kann den drunter sauer so wie kann es staat a Comedy integrieren und da das schon Ja. teilweise bisschen zu giftig gell ja der fängt den bis toxisch zu gehen ne? Und Ich muss ja das schwer du Mittelmaß vorne gell ich so bei geht du noch weil mir allen zwei Berufen hier lernen tun ich mein, wenn Datei allen zwei auch gefe Geld muss verdienen und das beruflich Gefe machen wat nie wird geschehen geef me als auch du viel mehr nach Dra neien ne wahrscheinlich und ich meine du wir ginge doch nicht ausbleiben dass du vielleicht einfach zu weit gehst oder einfach den ich will jetzt so den Sinn von der Realität mir du kannst einfach nicht du hast ja dann von keinen Platz mehr ich meine war bei Luxus was viel YouTuber nicht tun mehr gehen aus dem Haus für schaffen zu gehen mehr kommen heim und wir lassen da bestimmt leihen irgendwo also cool und ich beneiden die Leute auch die jetzt fertig springen so viel an so regelmäßig Content zu liefern ich weiß einfach ganz genau wie viel Arbeit das du han stöcht gell net lo nimmen eng opnahme 2 3 wat wie sech wie viel geld du bist ja wirklich konstant am Gang voilà, und dann noch bearbechte vom Video wann du wirklich richtig professionell hast du hörst natürlich Leute die das für dich machen ja. bei langen nicht reden ne? nee klar bon, du musst einfach so dass die mecht auch die wo mehr gucken dat sind aber schon denken ich professionell da gewisse professionellen Niveau wo ich auch persönlich nicht will hin weil dat wär mal zu anstrengend gell ja YouTube was cool mit das aber auch genauso schlecht für dich englisch ja los dabei ist YouTube fand ich noch besser wie Twitch weil Twitch du musst wirklich regelmäßig streamen an was Streams also nicht diese Streamen die man das ja 4, 5, 6, 7 Stunden 8 Stunden im Stück teilweise gell und ich fand du warst wirklich das wie so ein bisschen wie kleine Prison so kleine persönliche Prison den du abbaust gell das ist auch schwer am rauskennen an YouTube du warst aber ein bisschen wie frei so ja zum Deel ich meine du kannst dich auch erinnern das war nach der Zeit wo ich meine wenn man nach Monat nicht fertig mit der Schule du hast das Phänomen war das ja vielleicht ein krasse Vergleich mehr indirekt als YouTube genau nicht das eng Medienform an Demos war World of Warcraft war dat baseste Spiel überhaupt weil wann du bist drauf halt einfach nie op ich meine du hast gerade gesagt du sind da viel die so konstant streamen du denken nicht nur zum Beispiel und dat aus der Gaming Channel teilweise wie schon mal Iron Mouse gell dat auch teilweise man Connor man C-Doc VA oder so zu summe stream die streamen dann ich meine dat längst wat ze gemäht hun umsteck gell wohl verstanden umsteck waren so über 30 Stunden so what the fuck gell
das ist krass, das ist krass. Also, irgendwann geht der Schalter einfach dein Körper sagt, no, ich verabschiede mich und das ist just noch so eng leicht die du lieferst du da auch keine Qualität mehr und dann fängt da wohl gefährlich zu gehen, denke ich. Ja, ne, 30 Stunden, das ist wirklich... schon, da musst du pack mal einen Tag. Post machen, dann nur, gell? Ja, voilà. Vergiss es, das ist mega krass, gell? Also den ganzen Tag. So, das wäre ich mein München gesehen, wir haben die erste Episode, oder wenn ich noch ganz so nice, auch noch vielleicht dabei sind, Leute, so nice Top 100, gell? Oh, frag, ja. Ich will nie so etwas Langes mal wie das, gell? Ja. Aber das waren 2 Stunden. Dazu muss zum Schluss einfach es natürlich geknüpft gehabt, ja. Wenn man dann einfach von der Wort fertig gehen, nur mal, gell? Ja, aber das war auch eine Idee, die schon ein YouTuber hat. Ja, das hast du gesagt. Ja, im Anfang kommen wir nach demonstrativ über nicht gut Avenged Sevenfold Album gespielt haben, nur weil das scheißegal, wenn du Platz 1 prinzipiell. Das ist schon so, ja. Schon. Na, bist du gemerkt, aber am größten Ganzen so, komm, next. Ich denke, dass das vielleicht auch teilweise bei vielen YouTubers so eine ähnliche Situation hast. Das ist einfach so, ich muss heute ein Video machen oder ich muss mindestens heute ein Video releasen, wobei auch wahrscheinlich viele Leute immer einen gewissen Reserve von Videos haben, ne? Also mal dezidieren, eine Pause zu machen, aber ich meine, dass wir an alle Formen von Expression von Kunst du musst einfach auch wissen, eine Pause zu machen. Und viele von den Leuten, die wir heute so genannt haben, sind definitiv da evaluiert. Aber voilà, gell, the show must go on, prinzipiell. Ja. Und natürlich wirklich gepackt hast, da kannst du das schon Leben immer dann machen. Noch, ja. Ne? Ja. Das ist schon witzig, wie also über Zeit seinem richtigen Beruf gehen als YouTuber. Aber. Ein bisschen schon. Und dann, voilà, guck, ich meine, all drin können wir dafür, du hast ja am Anfang gesagt, sie sind nicht viel anders als wie mir. Ich meine, wir könnten das Teil auch einfach abholen, auf YouTube setzen. Wir wären nicht anders wie Metal-YouTubers. Wir waren nicht für das klassische Format, weil wir sind oldschool, prinzipiell dezidiert. Und, ja, wirklich, das hat sowieso ein Mensch Podcast tut. Ja. Haben wir einfach gedacht, wir machen was. Ja, obwohl wir ja aber den ersten Metal-Podcast zuletzt besprechen. Das stimmt. Das ist schon ein gewisses, aber immer hilfrestruppt, ne? Und, ich meine, für alles ist es ja auch an dem Fall auch nicht ernst, dass Merklunste vor dem verloren. Bumm. Zack. Ich weiß nicht, wie weit ich für du gesucht tun. Das passiert auch. Ich hatte das im Konzept auch frisch gehalten. Nee, das ist nicht schlimm. Nee, das ist auch nicht schlimm. Also, mir fällt entweder ein Mann oder auch nicht. Nee, ich weiß wirklich nicht mehr. Nee, das ist nicht schlimm. Vielleicht könnt ihr Barrison ja an den Kommentaren schreiben, was ich gerade gesucht und das löschen. Möchte auch wahrscheinlich gehen. Dann lust Like, du abonniert und schreibt einen Kommentar. Yes. Die üblichen Sachen. Der übliche. Was doch alle YouTuber seht. Ja. Ah, nee, ich weiß nicht. Sagst du, dass zurückkommen, wie ein Pfeil an mein Herz, gell? Wir haben schon oft drüber geschwärzt, wie viel kannst du, wie viel willst du über Metal schwätzen? Wie krass an Detail musst du gehen, für das kann man lang zählen, die war so viele Jahre, gell? Und ich meine, mehr haben da nach sonst mal einfach als guckt Kino, gell? So hängen als schüss. Aber wenn du dann da musst du aber schon gewissen Content liefern, so, wow, musst du aber sichern und alle nicht wollen gehen, für irgendetwas zu finden, denke ich. Ja, war spannend, aber wenn meinst du so Brainstorming machen, fallen also war immer relativ viele Sachen an. Ja. Das ist viel. Ich denke, also sind es ja schon irgendwo sicher, ich will nicht halt prophezeien, dass wir irgendwann eigentlich Limit kommen, ja. Limit kommen, weil wir wissen alle gut, und noch der SNO leisten, dass der Metal wird nie verschwommen, gell? Es kommen immer neue Bands, aber nicht mehr da, dass ich das mal wieder schwätzen, aber irgendwann denke ich, siehst du so, schon effektiv alle Genre durchgeknallt, und wir wissen ja auch, wie Genre sich fusionieren. Dann ist es dabei kein Symphonic Orchestral Metal mehr Symphonic Metal. Also ja, okay, bon, sorry, mir das ist dasselbe, gell? Aber irgendwo, gell? Da kannst du doch kein Eternity drüber schwätzen, gell? Aber das war, also das fand ich auch, also wenn wir als ein Brainstorming machen, das ist ja schon interessant doch ich mal für die verschiedenen Aspekte, okay, was können wir da mal machen oder so gedeelweise, weißt du, fällt mir einfach an der passiert das tut sich auch am Auto so, boah, schon die Idee. Und da kannst du an das fort. Ja, du musst so scheiß direkt abschreiben, gell? Ja. Das ist so schlimm.
Ich denke, wenn den Tag kommen ist, wenn wir bis ins Limite kommen sind, wo wir keine Ideen haben von neuen Content, ich meine, da machen wir einfach besonders das so. Irgendetwas, was das Kind interessieren zu zwei. Ja, oder das wäre wohl nicht so schlecht. Ich meine, dafür muss man aber allen zwei auffallen, eigentlich. Ja, man so etwas aufhängen. Weil die erste Episode wird just mit Kachen dick gut und dann sitzen wir just zu buffen. Wir kochen einfach für andere. Für als Frauen. Aber die sind kritisch, gell? Die sind ziemlich. Die wissen, was sie gerne hätten, gell? Ja. So nicht das nicht vor. Das klebt Kinder, ich auch nicht. Ja, aber meine Freundin war immer ziemlich zufrieden mit dem, was ich gekocht habe. Außer dass es scharf. Also, ich packe das heißt, zuerst scharf zu machen, was nicht scharf soll sein. Okay, ich muss aber den kleinen Wort machen, für die, die den Piet kennen. Der Piet könnte Level von scharf tun, wo ich mir einfach so, ich esse super gerne scharf, ich kann auch gut scharf essen, definitiv, aber nee. Da guckst du nur oben, dann sind nach so paar Etagen über da winkt hin da so hoch, und sagt, nee, bis dahin kannst du nicht. Weil den, ich verstehe das aber auch, gell, das ist ein gewisser Kick dabei, und das muss immer mehr gehen. Das ist allmählich mehr interessant. Ja, und noch all wie sieht Scheiß aus, wahrscheinlich. Der Körper gewinnt sich drin. Ja, das par contre aber. Das par contre aber. Aber das sind wir total, aber wirklich total. Es war doch gerade so, wie sie komplett vom Thema hochkommen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ich meine, wir sind schon lange nicht so aufgeschweißt wie Lo, und das muss einfach sein. Ja, voilà. Sollen wir nach Gepur von unseren Favoriten YouTuber so zurückkommen? Wen haben wir danach da? Den K-Mac hatten wir vergessen. K-Mac 2021, auch bekannt. Ja. Auch wahrscheinlich der komischste Username, wahrscheinlich. Ja, ziemlich. Witzigen Dudes, allein wenn ihr guckt, wie du sitzt mit einem extrem drüchten Gesicht, und du hast einen extrem drüchten Humor, seine Videos. Ich meine, soweit ich weiß, Videos sind immer relativ kurz bei ihm, ja. Aber dafür mega witzig, aber. Ja, jeden hält kein Blatt für da, und ich meine, eher mal abgeholt, hast du so, da sind auch wahrscheinlich Leute dabei sind, die es wahrscheinlich kennen. Seine Videos sind mega parodisch, und hier spielt auch selber Gitarre, auch ein ziemlich guter Gitarrist, muss ich sagen. Ja. Und nur hat ein Playthrough von der Bassspur vom Justice for All von Metallica gespielt. Ja, für die Leute, die wissen, was lebt, die wissen, für was das witzig ist. Okay. Das ist eine coole Idee, Umfang. Ja, weil du brauchst nichts zu machen. Dummen und richtigen Humor, und du brauchst nicht, das nicht viel Adisch. Ja, jeder sieht das ist cool. Und auch vielleicht ein Fun Fact, dass auch eine Band von mir schon oft erwähnt haben, weil sie wirklich ein Phänomen gibt, von ganz kleinem angefangen, kannst du bei so bis zu wirklich der neue Band von für allem 2021 vermengen war Hit Joa, gell, wo sie ob einmal an alle Medien waren, an alle Metal-Medien, und zwar der K-Mac hat ziemlich viel dazu beigedrohen für Spiritbox zu pushen, aber genauso auch den Nick Nocturnal. Da sind ein paar ganz auch interessante Episoden, ich meine von den zwei sogar, wo sie auch immer Mike Stringer von Spiritbox schwätzen. Sie waren wahrscheinlich von den nächsten, wo die Band entdeckt hat oder neu entdeckt hat, so, das ist Courtney LaPlante von I Wrestle Bear und auch eben der Mike Stringer, und dann so, wow, das klingt dick nice. Und ich meine, allen zwei, auch der Nick Nocturnal zum Teil hat Sachen von Spiritbox ein bisschen remixed oder neu abgeholt. Mit wo der K-Mac zum Beispiel nicht manchmal Elite, wo du auch nicht gegen so wollen. Ich meine, der Elite echt so an Elektroform umgewandelt von Spiritbox. Das ist cool. Ein coolen Aspekt ist, gell? Ja, passt doch besser bei sie, absolut. Dass sie so Elemente haben. Ja, das ist richtig. Ja, wen haben wir danach? Ich habe noch geschrieben, von dem haben wir auch so Videos hin und her geschickt, also mir zwei, dass der Fahrer waren. Ja. Das passiert. Ja. So deutschen Dudes. Ja, weil Black Metal Dudes, Deutschen, den sein Content aber auf Englisch ist. Ich möchte ganz viel Comedy-Video und so nicht schlimm, wo hier sich oft ja so richtig Sketcher, wo aber hier also wenn mehr Personen sind, hier spielt alle Personen an dem Raum dem Moment, da geht dann seine Konversation hin und her, das ist immer mega witzig.
ich mein, was hatten alles gemacht wann wie wat schon méi wann sech firstelle kënnt ja schneng idee springen eng akustisch Gitter ran wis ass net dat sech direkt ëmbringen zum Beispiel ja voilà ja spielmoll nee moment das is falsch Gein opgedreht nee nach méi Gein nach mir opgedreht nee ras aber falsch op der Maximum opgedreht ja bis so bis het noisy ass an bis nicht ge oder wat nach schmeinet an demselbechte Video och wo se so hallo oder vun denen Charaktere wo der spielt so okay mir lo lang genug geprot wie du ma opholen ich gesinn du hast als Pro wie war Handy abgeholt da guckt mé an Rechner se nee den Album opgeholt so eben all Klischee wo mir schon oft geschwert wo man Black Metal sinn möchte bisssen de Gag drüber ganz cool jedoch ja absolut andere viel Bayer alle Video ja das sind dusche Kerl typischen Deitschen so du hast gesot Lorémer de viel mir war net umrecht die Steven Bayer Liebhaber du kann aber nicht gehen zu net alle Gu aber so allgemengert kann aber so bis behaupten bei einem Metal da trinkt doch irgendwo Bayer voilà das ist auch ein Klischee mit das aber auch kein falsche Klischee ja das ja. Soll doch passen wie viel ja. So einfach ja, gern Zucker das ist nicht so cool oder andere Sachen oder die auch ungesund sind alles das was schlecht ist können prinzipiell am Alter voilà. Alles was in der Jugend gemacht wird recht sich am Alter ja. Das kannst du herzen bon. Ja ich meine mir sind definitiv nicht alle guten lo erwähnt Kinder wirklich genug an ich denke für die dabei so wieder interessiert das auch ziemlich easy zu fannen gell also gehst einfach auf Metal auf YouTube gehst den Metal YouTuber an da kriegst du sie normalerweise schon zumindest mehr erwähnt und kriegst du sicher angewiesen an ja ich meine das war dann zum Teil schon High oder nicht ja gewusst so ja tip top mal dann ging es so und dann her mehr als High demnächst mal denken mein Thema mit frischen Themen ne an bis dran yes wir hören es absolut tschüss.